Erneut protestierten verschiedene Nichtregierungsorganisationen in der Türkei gegen die Menschenrechtsverletzungen Chinas an der uigurischen Minderheit. In Afyon-Karahisar fanden sich nach dem Freitagsgebet zahlreiche Demonstranten, die ihren Unmut über die Assimilierungspolitik Chinas deutlich machten. Die chinesische Regierung verkündete den Tibetern in einer Mitteilung, dass sie den Lügen des Dalai Lama keinen Glauben schenken sollten und stattdessen die Wichtigkeit der Partei zu begreifen haben. Dalai Lama habe den Mittelweg für Tibet verlassen, da er die tibetische Unabhängigkeit anstrebe. Diese Bestrebungen seien eine Ablehnung des Mittelweges, des Sozialismus und der kommunistischen Partei. Dalai Lama selbst, der sich wohnhaft in Indien befindet, hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Der US-Kongress fordert, dass Journalisten, US-Diplomaten und Studenten, aber auch die amerikanisch-tibetischen Einwohner Amerikas Zugang nach Tibet erhalten. Bisher veranlasste China Einschränkungen bei Einreisen. Ausländer in überwiegend buddhistischen Regionen brauchen eine besondere Aufenthaltsgenehmigung, während die chinesische Bevölkerung breiten Zugang in die USA genießt. Sollte diesbezüglich keine Änderungen vorgenommen werden, sieht der US-Kongress vor, chinesische Beamte der USA aus der Politik auszuschließen, sowie die Einreise für die Politik beauftragter chinesischer Beamter in die USA zu untersagen. Die Islamische Einheitskonferenz, welche in Mekka vonstatten ging, hat die Gelehrtenunion Ostturkestans dieses Jahr als Gast begrüßen dürfen. Die verschiedenen Unterdrückungsmechanismen des chinesischen Staates wurden von Abdullah Shayar, Präsident der Union, und Abdusalam Alim, dem Repräsentanten der Union, im Zusammentreffen mit internationalen Delegationen thematisiert. Auch der uigurische Aktivist Seyit Tümtürk fand sich auf der Veranstaltung ein und berichtete von den Umerziehungslagern im besetzten Ostturkestan. In einem Report der amerikanischen Geheimdienste über internationale Gefahren eröffneten sie die Quantumtechnologie und künstliche Intelligenz als eine neue Gefahr für die internationale Sicherheit. Zudem auf der Gefahrenliste aufgezeichnet sind nukleare Bewaffnungen, Terrorismus und der Klimawandel.